Munchaudo sind's. Daisy's Ja, Radio Munchaudo sind's. Daisy's Radio Munchaudo sind's. Daisy's Radio Munchaudo sind's. Daisy's Das haben die richtig drauf. 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 Daisy's Pata Pata heißt der Tanz, der wird in Johannesburg tanzt. Und alle wackeln mit der Hüften und springen auf, wenn der Pata Pata tanzt wird. Radio Munchaudo sind's. Daisy's Ja, Radio Munchaudo sind's. Daisy's Radio Munchaudo sind's. Daisy's Radio Munchaudo sind's. Daisy's Das haben die richtig drauf. 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 Daisy's An jeden Freitag und an jeden Samstag heißt's immer wieder Pata Pata. So geht's dahin die ganze Nacht, bis in der Früh die Sonne wieder lacht. Radio Munchaudo sind's. Daisy's Ja, Radio Munchaudo sind's. Daisy's Radio Munchaudo sind's. Daisy's Radio Munchaudo sind's. Daisy's Das haben die richtig drauf. 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 Daisy's Servus ihr Lieben und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war natürlich das weltberühmte Pata Pata von der großartigen Miriam Makeba. Das ist der erste Song, den ich nicht aus dem Englischen übersetzt habe, sondern aus einer südafrikanischen Sprache, die da heißt Xhosa. Ich hoffe, dass das so stimmt. Pata Pata heißt im Endeffekt einfach Klatsch Klatsch und ist ein Tanz, ist ein südafrikanischer Tanz. Ich weiß nicht, ob er nur in Südafrika bekannt ist, aber es ist ein bisschen vergleichbar mit der Polonaise, wie man es bei uns kennt. Ja. Es ist so eine lange Schlange und da wird halt eine bestimmte Bewegung immer wieder, also bei uns ist es natürlich sehr einfach so und nachher gehen. Und bei dem wird halt dazwischen noch klatscht und sich umdreht und so weiter. Und im Endeffekt geht es in dem Text genau um das, also in dem Xhosa-Text, in der Xhosa-Text-Stelle. Zwischendurch, in diesem Zwischenspiel ist es dann immer wieder auf Englisch, ne? Pata Pata is a dance that's coming from Johannesburg town, ja, irgend so. Und ja, das habe ich natürlich auch ins Bayerische übersetzt. Im Endeffekt ist es jetzt ein bayerischer Tanz, der bayerische Pata Pata Tanz. Ihr könnt es mir gern einmal, wenn ihr Bock habt, so ein Video machen dazu und mir schicken, wie ihr den interpretieren habt oder tanzen habt. Wie die meisten von euch kenne ich den Song auch schon Ewigkeiten und habe den schon als Kind immer gern mögen. Und irgendwann war dann jetzt der Zeitpunkt, wo man dachte, um was geht's da eigentlich, was ist das? Und das schickt mich dann manchmal in so ein kleines, so ein tiefes Loch, so ein Deep Rabbit Hole of Information, in das man dann da reingehen kann mit dem guten alten Internet, und dann danach ist man im besten Fall gescheiter. Zumindest ist ein wenig Zeit vergangen. Das auf jeden Fall. Nein, es war total spannend. Miriam Makeba habe ich schon sehr lang auf dem Schirm überhaupt. Das ist ja eine großartige Musikerin, die einige Platten raus hat. Also ich schätze mal so um die 25 oder sowas. Die ist Anfang der 30er in Johannesburg in Südamerika geboren und 2000 Ende der Nullerjahre, also 2007, 2008, nein, irgendwo da drin, gestorben. Und ich glaube, die hat sogar mit ihrer allerersten Platten hat sie einen Grammy gewonnen, meine ich. Aber so genau kennen wir jetzt nicht damit aus.
Allerdings ist wirklich ihre Musik immer zu empfehlen, weil auch wenn sie sehr jazzy Sachen machen kann und sowas, ne, ist es aber, hat es immer so eine, ja, weil ich es nicht anders sagen kann, eine afrikanische Lebensfreude, ist das richtige Wort? Einfach so eine Leichtigkeit, die ist in unserem Breitengraden schwierig hinzukriegen, glaube ich. Ich habe so das Gefühl manchmal auf jeden Fall. Und das hat mich schon immer fasziniert, weil das halt sehr anders ist als das, wie ich jetzt Musik schreibe und die Musik, die ich mache und sowas. Sehr, sehr anders. Und dann ist es natürlich immer besonders spannend, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt und da mal tiefer reingeht. Ja, die Miriam Makeba war eine ziemlich coole Frau. Man muss, es gibt ein Büchel, das hat sie selber geschrieben, das heißt My Story. Das ist auch schon natürlich dementsprechend älter, aber das ist ein ziemlich gutes Büchel und zeigt jetzt nicht nur so ihre musikalische Karriere, sondern halt auch das Aufwachsen oder das Leben in der Apartheid. Die ist ja auch ins Exil gegangen und war immer sehr, also politisch sehr interessiert und auch engagiert und auch menschenrechtlich und sowas hat die viel gemacht. Also das Büchel rentiert sich wirklich zum Lesen, My Story. Und ja, genau. Und jetzt gibt es eine bayerische Version von dem Song. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das Lied zum Machen, das aufzunehmen und zum Filmen und so weiter. Du kannst nicht anders als bei dem Song irgendwie grinsen. Also mir geht's also. Ich hoffe, dass es euch auch so geht. Wenn es euch so geht, dann wisst ihr, was zum da ist. Hinten raus. Ja, und schreibt es mir halt einfach mal in die Kommentare, ob es euch gefällt und ob euch sowas auch mal gefällt. Wenn man jetzt nicht so in der Liedermacher-Ecke bleibt, wie er ganz oft bleibt, weil das ja natürlich auch Musik ist, die mir sehr nahe steht, sondern wenn man auch mal was ganz anderes probiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut, bleibt gesund, alles wird gut. Pfiat euch.